Weet je waarom Kjoakj spolen en verbreken? Eine Zeit lang drei als unsere Kinder nach dem Klima natter werden. Als kleinste Bengel, die können nicht so viel ran und vertalen, dass die können sehr frech sein. Und wir einen Tag in eine Kjoakj, eine neue Kjoakj, wo wir kämen wie ein Benje was. Und wir wissen nicht ganz genau, wo die Welt, du wurden die Kjoakj angehen, wir hatten keine Idee, wo die Menschen wären, wo die Gottesdienste wären, wo der Service war dran. Und wir sollten weit hin, um, Menschen nicht stieren, Menschen nicht bodern. Wir sollten uns das an eine Eil, oder ich sollte uns an einen Gang. Und unsere Kinder waren damit eindeutig, die waren damit lang. Und ans kleinste Bengel, die fangen an einen Gang ran zu gehen. Und wir probieren das abzupassen, dass die nicht zu weit gehen, nicht zu laut sein. Und unsere Kinder hatten einen Movie geguckt. Ein altes Movie, ein Cartoon-Movie von Robin Hood. Wo ich kann so wie drei denken von ihr schon mal hier geguckt haben. Dus das King John, das ist das Slave, der seine Tax collector rückchecken, das Geld von den armen Menschen zu nehmen, weißt du noch? Dann checkt er dann eine kleine Kapelle, eine kleine Kjoakj an, das Geld zurückzunehmen. So das Tax collector, das Boer, der hat dann diese kleine Kjoakj an, und das sind Kosten mit 1 Cent zu werden, weißt du noch? Dann nimmt er dann an, so groß dann nimmt er sich dann den Box und schätzt dann 1 Cent zurück. Sagt den Box trainen, weil die zurückgehen. Und der Priester von der Kjoakj den Eier dort, und der hat so ein großer Buch, und dann rannte du hin und hüpfst du damals dort noch und schubst den mit dem Buch zurück und sagte, get out of my church, sagte er dann. Weißt du noch? Die denken das, wenn die den Movies schauen, die sein haben. Ich weiß, was die von der Nummer waren da. So, wir sollten in dieser Kjoakj probieren abzupassen, dass wir das ganz Beste würden da und zum Stieren. Und als kleine Junge, die hatte Hand drehen, das Eil, der Länge, und dann die Eier fliegen. Glück mir, ich weiß nicht, was die Welt. Ich dachte, die würden noch mal brechen, und hüpfst das auf meinen Buck und mir, und dann schreckte mit einer Liederstimme und sagte, get out of my church, sagte. Der Gottesdienst wird ganz still, und jeder Uhr wie so an uns. Und wir kicken uns über das Taub und dachten so, wem's Kind ist das? Ich weiß nicht, ob man so gegangen hat, dort, wenn ihr eine fremde Kjoakj angehen, in fremde Kjoakj-Gebieten angehen, dass die nicht wissen, was du erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Was kann denn diese Kjoakj tun, was kann die nicht tun, was für eine Kleider kann die anhaben, was kann du miteinander bringen oder was kann du nicht mehr, oder bist du überhaupt willkommen zu sein, wo stellen Menschen sich da ab, wo tun die nicht. Das ist sehr, sehr abfallend, dass unsere Kjoakj-Gebiete haben was Besonderes an sich, dass meist irgendwo kostet die Salz sein, aber wenn du in einem fremden Kjoakj-Gebiet bist, wo du nicht weißt, was die tun oder was die haben, dann fällst du die Ansache, wenn du weißt nicht, was die hier sind, du weißt nicht, was erlaubt ist, du weißt nicht, was die wollen tun, du weißt nicht, was die wollen looten tun, oder die immer wollen, die Kjoakj peisern oder nicht. Und ich wundere einmal, wo wir so ein System von her haben. Wo haben wir das hergekriegt, dass sie tun, was du das oder anhast, oder was tun oder nicht tun, aber in einem Kjoakj-Gebiet, da sind gewisse Dinge bloß nicht erlaubt. Ich weiß, dass eine Zeit lang dann vertelle ich mir ein paar Jungs von Jesus, und ich vertelle die gute Nachricht von Jesus in der Leben. Und dann fragt es ein Junge, fragt er, wo die ans Looten, oder wo die mir looten mit diesen Kleidern in die Kjoakj gehen? Dann sagt er, was meinst du? Na ja, so steht das wie euch tragen, dann wie können die in die Kjoakj kommen? Ich sage, ganz genau, wo die können, warum nicht? Und der stellt meist überall, man dort hier, wenn die können nicht glauben, dass wir die würden hineinlooten mit den Kleidern, was die gewandt sind zu drehen. Was hat das Gebiet für besonders, dass wir die nicht würden looten anyways? Ein Tag dann, wir ein paar Jungs, dass wir so eine, was die in einem Dokumentar merken, die wären von weit auf gekommen, die wollen die Deutsche hier studieren und utfinden, was die deuten und was die nicht deuten, die haben alle Sachen gehört, und so die wollen die ein Dokumentar merken von den Deutschen, ein Video merken. So die werden auf verschiedene Städten all die was. Ich komme hier in die Kjoakj und dann traf ich die hier. Und die wollen
mir ein paar Frauen utfingen, ein Video merken und mir utfrauen. Dann krieg ich die eine Gebiet nennen, so wir uns ganz fair und Duel. Und dann fangen die an zu frauen. Eine Frau und die andere Frau, und ich probiere diese Fan zu beantworten, dass sie können. Maar eenmaal vroeg die guy me, en die had het ganze team doen, en de video, en de guy met de mic, en alle die weer in het ganze team ramen, en ik zat en beantwoord is een guy de vrouwen. Maar eenmaal vroeg hij zo, wat moet we doen, wat moeten mensen doen, om een Läwens Kjoakj nemen komen, of du bent zijn, en zijn als mars. Dan zei ik, niks, bloß de hand komen. Dan zei hij, nou, die kost me gleich verstaan, die kan ik goed. Zei, die kost me gleich verstaan, wat moeten we doen, om een zin als mars hier zo met je top zijn, wanneer je hier in Gottesdienst en je service aan. Dan zei ik, niks. Dann sagt er, die kannst mich gleich verstehen. Was für eine Kleider müssen wir anhaben, wo müssen wir uns abstellen, oder wer müssen wir sein? Kriegt nur, wenn wir nicht Deutsch sind, können wir beginnen zu setzen? Dann sagt er, ja, die brauchen nichts tun, die können kommen setzen und horchen. Dann fängt er an zu fragen, und dann sagt er zu den Kameraguy, und zu dem, was der Mike hat, und sagt er, das muss utmerken. Ich will, und dann mögen wir das ut, und dann fange ich an zu vertellen. Und er fängt an zu rohren, die Truhen schälen über die Backen, und fragt er, wo hast du das gelehrt? Und ich sehe dann, wo Jesus, dann sagt er, das habe ich von Jesus gelehrt. Dann sagt er zu mir, und dann sagt er, so hat noch niemals irgendwo ein Läwens Kjoakj gehört. Und das braucht mein Hart. Und sind das mal wir hier zum Horchen, was wir deuten. Wo haben wir das her, dass wir glauben, dass wir bloß besondere Menschen in der Kjoakj und sind das mal, wovon Heiligkeit hat das Gebiet an sich, dass wir glauben, bloß gewisse Menschen können hier sein? Wovon Heiligkeit hat das Gebiet an sich, dass wir glauben, dass die Menschen müssen sich hier anders abstellen, als was die bieten tun? En wat mij van deze morgens janker te doen, is ik wil jullie een paar duizend jaar trainen in een geschichte wijzen. Maar eigenlijk dat wil doen, wil ik jullie zeggen, wo ik geloof dat herkomt. Ik geloof, we gaan onze zondagsmorgens taub met ons Kjoakjgebied. Ik weet niet, wenn ich ein ferne Deutsch Wort hat, was wir würden denken, würde ich das sein, aber ich weiß nicht, was das will sein, aber wir haben den ans Pinnacle, ans hohe Punkt gemerkt, von was Christentum ist, oder Christenleben nur ist. Wir haben unsere Sonntagsmorgens mit unserem Kjoakjgebiet taub, der Hauptpunkt gemerkt von uns Christenleben. Und dort haben wir glauben, dass so gründlich, sehr herrlich, was wir von der Morgens tun und wo wir von der Morgens sind. Vor diesem Jahr 3, und viele von Ihnen werden sehr bekannt sein, weil Sie lesen, Ferken sind von diesen Geschichten, und ihr wisst, was da angeht. Vor diesem Jahr 3, dann haben wir mal ein System in der Welt, und das System schafft, bloß die von Ihnen werden nicht bekannt sein, dass wir mal ein altes Bund, und dann kommt ein neues Bund mit Jesus in Abstand. Du wie ein Altes Testament und dann kommt ein Neues Testament und das sind zwei verschiedene Paktos oder Bund sozusagen, wenn die Hebräer 7 und 8 lesen dann. Und in das Alte Bund hatten Menschen ein Gebiet und wenn die bekannt sind mit dem Gebiet, dann wollen Gott weiten. Aber in das Gebiet wären gewisse sehr abfallende Dinge. In diesem Tempel, da wären verschiedene Tempels im Alten Testament, die brücken die Duhl und dann bieten den Frischen ab. Und das ist ein sehr großer Tempel, wo Herodes mal bauen hat, Jahren für Jesus in der Zeit, für die Juden. Und so das ist der Tempel in Jerusalem. Das Tempel, das wir in Jerusalem angesagt, gebaut, für eine sehr besondere Ursache. Wenn ihr hier kicken dann, kann das sein, wenn ihr diesen Tempel hier besehen, dann ist eine große Wand rum diesen Tempel. Aber ans Ende des Tempels, hier ist ein großer Hafen, aber an diesem Tempel oder an diesem Gebiet ist noch ein Gebiet, eine hohe Wand. Und wenn du sein kannst, du sind Trappen nach, das ist ein höherer Staub durch. Und dann du ist noch ein Gebiet oder noch eine Städtbahn, du ist eine hohe Wand mit einer Derdobahn, du ist noch eine, dann noch eine, dann du ist ein Platz in einer Mad, wo der Heilige steht, als wo Gott wohnt. Ich will hier sagen, mal für eine ganz kurze Moment feststellen, dass du lebst 2500 oder 3000 Jahre 3. Oder du lebst zu Jesus in der Zeit, oder vor dem, dass Jesus hier ankommt, und du lebst zu der Zeit, dass du das an System, das wo wir das haben, das wo wir Kjoakj, was ich meistens gesagt habe, aber da wieder noch nicht Kjoakj, dass wir das System, wo das israelitische Volk das hat. Aber das wo die Menschen ja Gottesdienst deuten. Nun stell dir mal vor, dass du kommst in das Gebiet, in die Matz hier ankommen. Wenn du die Fähigkeit hast, die Möglichkeit hast, hier anzukommen, dann musst du ankommen. Wenn hier wird der Sinn betont, hier wird dort betont, was du gestern und gestern getan hast.
Wenn du nicht was abverbringen, abverluten, abfüllen, entweder Düven oder Schub oder was immer, dann kannst du gleich seilig werden. Du musst hier reich sich ankommen, wenn das steht, wo Gott sozusagen Himmel in ihr das connecten, ob das steht. Und Menschen müssen du ankommen, Menschen müssen du sehen, um das zu merken. Aber jetzt ein interessantes Ding an, du musst hier ankommen, die Janker zu Hand kommen, um das große Gebiet sein, wenn das gefährliche Gebiet, aber zu Schmack sagen auf der Welt. Aber du hast Angst, für hier ankommen, wenn du weißt, dass hier sind Wenj. Nicht bloß sind hier Wenj, aber hier sind Rechte, wo du Steine haben. Hier sind Requisitos oder Dinge, die du musst haben, und wenn du die nicht verschreckt nur fallen, die wollen nicht bloß die Steine wiesen, die wollen die Tod merken, die wollen die Tod klettern. Das ist das System, was hier angeht. So du fällst dieses, du machst, die jankert dort an einer Hand, aber an der anderen Hand jankert die dort nicht, wenn du weißt nicht, dass du dort was merken. Du weißt nicht, dass du dort was stark merken, dass du dort was gut genug sind. Stell dir das mal vor. Nu, du kommst in das große Gebiet an, vielleicht du in die Familie, die haben vielleicht einen Schub oder irgendwas mit, was die wollen abfüllen oder eine Dose mit Düven. Die kommen hier an und die wollen für ihren Sinn betonen, was die tun haben. Die sind durch diese große Wand durchgekommen, die erste große Wand, wo ihr müssen mehrere Treppen abgehen und die sind in das große Gebiet werden. Die wollen das große Geschmack des Haus. Und die sind in die erste Test sozusagen durch. Die erste, der hat durchgemerkt und nun sei du ban. Und hier kannst du mehr von alles sein, mehr irgendwas hier willkommen. Du sind Deutsche, Maxer, sind was von einzelnen Land sind. Alle Menschen sind hier willkommen. Die Juden, die Griechen können hier ben sein. Du kannst hier schachern, die haben Schub, die haben Düven, die haben all diese Dinge dabei. Das ist die erste große Hafe, die kann sein. Aber dann kommst du in eine Stadt, wo eine hohe Wand ist. Und du sind mehrere Treppen, wo die mal abgehen, um zu nennen gehen. Wenn das ein wichtiges Niveau oder ein Level von Menschen. Und du kannst nicht irgendwen nennen. Du hast eine große der, aber das ist eben zu Gebiet mit einer Wand. Und du kannst bloß eine besondere Gruppe von Menschen abgehen und du nennen gehen. Und das sagst du an der Wand, das sagst du, wenn du hier was nennen gehen, und dass du fähig bist, hineinzugehen, dann lässt du den Todesurteil über die Saaten und wie wollen die Tod merken. In der Deuten. Und weißt du, wer du nennen kannst, wie das zweite steht? Du kannst bloß dein nennen, was du jüdisches Blut hast. Alle anderen, die müssen nicht treu bleiben, die müssen nicht stehen bleiben, aber die Juden können hier nicht hinkommen und die können hier bei dieser besonderen Stadt sein. Ich weiß, dass du dir das vorstellen kannst. Wenn du dir weißt, was du können angehen, oder du musst du bieten lassen, was du nicht können angehen, weil die hatten sich das könnt denken, dass die hatten sich könnt entscheiden, Juden zu sein, nicht? Kriegst sogar, dass du die kannst entscheiden, right? Von der ersten Tag sein Menschen, die können sich erst entscheiden zu sein, nicht? Sorry, ich soll vielleicht nicht von dort vertellen, aber weißt du, was ich meine? Wer hat Menschen gesagt, dass die würden, willst du die wählen, dass du was, wovon Blut du was hast? Als du geboren warst? Du wie kein Weg, dass du kannst bei diesem Staub kommen, wenn du nicht so ein Blut hast oder mit so einem Blut geboren als ein Jude wärst. Du kannst gleich. Du wie kein Weg. So die meisten Menschen müssen nicht treu bleiben. Dann kommt noch eine Stadt, by the way, lass mich einen Stopp treu gehen. Das hohe Platz hier, das Wohn, wo du nicht ben sind, du kannst Mana auch frühes ben sein, alle beide. Mana auch frühes. Aber dann kommt du, und das sind bloß Juden, aber dann kommt du in eine Stadt, das nach einer Höhe wohnt, nach einmal Trappen ab, und du kannst die frühes nicht durch. Die können, was du kommst, aber du stehst eher eng vor dich. Weet je nach der Stadt, wo Jesus diese Ole früh eine Stimme gibt, und der sagt, diese Arme wird früh auf mij gegeben, als die alle taub. Der gibt die früh kriegt du an die Stadt, wo wir in der Wien, du wir in diese Kosten zum Jalten anleihen. Und so du wir in die Band mit diesen Menschen taub, und der defend diese früh, die gibt die früh eine Stimme. So, aber du kannst frühes kommen. Dann kommst du nach einer Stadt, nach einer Wohnt, du kannst auch bloß die Priester. Nach einer Stadt, du kannst auch bloß die, und du hast eine hohe, große Gardine für, von der habe ich mal gelesen, nicht? Und du hast das Heilige von das Heiligste, wo Gott wohnt. Und du kannst keiner ankommen,
bloß eine Person, der Hohepriester, einmal das Jahr können hingehen und ein Opfer bringen für das ganze Volk. Für alle Sünden. Ich weiß nicht, wo die das tät, wenn du uns das lesen lässt. Ich weiß nicht, wo das die tät, wenn du sitzt, wo du angehst, ein Tag in Israel. Und ich weiß nicht, probieren das klar zu merken, wenn jetzt ungefähr die Struktur von dem Tempel von Buben, wenn die den Blueprint würden sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, das zu sein, was du nennen kannst, wieder und wieder gehen. Ich kann mir das kaum so dumm vorstellen, wenn ich das wie, was du nicht kannst. Und bloß so, dass die weiten, all die, was hier von der Band sind, die und ich würden nicht wieder gemerkt haben, dass was die erste steht, wo die Griechen bleiben. Keiner von uns würde wieder gemerkt haben. Das heißt, keiner von uns ist ein echter Jude. Du und ich würden haben bieten bleiben. Und du kannst nichts tun, um das ändern. So ist die Botschaft vor dich, nicht, hey, ich schaffe dich in Haus vorn. Ich freue mich, dass die Botschaft du nicht vor dich hast, weil Jesus leitet nicht durch. Jesus leitet das System nicht durch. Und das ist ein Klima, das du kannst Gott, du hast Gott in Wahrheit zum Wiederkommen. Du kannst alle Requisitos bringen, was du kannst. Einmal in Mexiko, ihr Prophet wird abrechtigt tun. Und die waren alle Papiere und alle Requirements. Und was die den Todesschein war schwiesen, wollen die das nicht looten, aber den hast du noch nicht. Du kannst bloß Gott. Das ist, was du angehst. Du kannst keinmal, was du kommst. Kann ich eine Frau fragen? Das ist noch persönlich. Ne, was ist das? Was für ein System sieht ihr das noch? Wo habe ich das System auf dieser Welt gesehen? Und ich wünsche, dass wir leider steht, wo irgendwie unter vertalen, dass ich weiß, dass ich weiß, was da passiert. Seht ihr das System irgendwo bekannt, dass wir haben da bieten ist von großer Haft, wo mehr irgendwer kann sein? Dann haben wir ein großes Gebiet mit Wenj, wo wir abpassen und warten haben, wer du kann ankommen. Du kannst bloß eine gewisse Rasse oder Kultur oder eine gewisse Sorte von Menschen, die andere kann alle bieten bleiben. Dann haben wir eine Helge steht, wo wir singen und beten und Gott sein Wort mitteilen und du musst wie sehr abpassen, was wir du bist down. Du kannst nicht mit immer einen Ball schmieden oder Pizza am Frisbee und jemanden abpassen, was die down. Und dann haben wir irgendwo eine steht, wo du herrlich ist. Und das ist der Pulpit-Buch, und es ist so herrlich, dass ich weiß, vielleicht habe ich so ein Design irgendwo, aber bloß, dass jeder was denken. Und wenn jeder mal ist, was soll sein, dann kann ich mich weiterluten. Unsere Welt ist voll von so einen Kjoakj. Und die Ursache, warum mir das wichtig ist, ist, weil ich glaube, dass wir haben ein Gebiet, ein Tempel, Struktur, mitgeschlafen für 2000 Jahre drei, was Jesus in eng mit mir, dass Jesus starb in Abstand von dort. Und lasst mich wissen, was ich damit meine, weil es ist wichtig, dass wir das zu holen kriegen. In Johannes Kapitel 2, du hast eine Geschichte, ich würde gleich nicht in die Bibel nehmen, dass die das lesen in den Kontext sein, was da passiert, wenn das ich habe gekriegt zu holen. Ich kann in Kontext geben, ich will nicht alle Versen lesen, ich kann die nur studieren und in Small Groups von vertalen. Jesus wie gekommen, der hat diesen Tempel gereinigt. Das ist das Vers, was wir in Mosaia gleich nach des Tages sehen. Jesus kam die Kjoakj reinmerken, nicht? Der kam das Tempelgebiet drin. Das ist überhaupt nicht der Idee, was der Idee. Wenn ihr wollt studieren und das Evangelium lesen, dann wollt ihr an, dass Jesus der den Tempel ut, dann sollte er sich an den Tempel tun, dann kämen die Armen, die Lumen, die Kranken an, because er der Tempel. Und ich will das proven, dass es dort wir. Der hat den Tempel utgeräumt, die Düven und die Daschen und all das, was anging. Und dann in Vers 18, Johannes 2, Vers 18 sagt es das, die Juden sehen zu ihm, weil je nach die Juden sind, die dort reich haben, all diese Stoopen abzukommen, all diese der und der zu gehen. So die Juden sehen zu ihm, zu wem? Zu Gott. Die jagen ja, wer bei das Heilige von das Heilige dort bin, wohnt. Zu denen vertelten die hier, Jesus wie Gott. Und zu denen seien die Juden, wie es das, hör ich mal zu den Frauen. Vers 18, die Juden sehen zu ihm, was für ein Zeichen gibst du uns, zu beweisen, dass du ein Reich hast, das zu tun. Wort der Welt fehlt dir, wer glaubst du best, wer glaubst du dir zu sein, dass du kannst ein System ändern.
Die Juden fragen Gott die Frau. Wer glaubst du, die zu sein, dass die ein System kann ändern? Jesus sagt zu ihnen, Vers 19, die sagt, so steht Jesus sagt an, breek diesen Tempeldoel en een 3 deel, breek diesen Tempeldoel en ek word in een 3 deel ware abbuien. Nu, dit is het domste wat u ten Jud kan zijn. Breek diesen Tempel bloß mal doel. Dat wir blasphemie, dat wir Gott lasteren. Aber Jesus sagt, breek diesen Tempeldoel en een 3 deel wat den 3 abbuien. Interessant, nicht? Ich meine, Jesus hat könnte leider was fernet sein, was die Juden haben, die zufriedenstellen und nicht die amaglich merken, nicht in das Gebiet. Aber dann sehen die Juden, Vers 20, dann sehen die Juden, dort hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen, und du wirst den in 3 Teile abbauen. Uns hat das 46 Jahre gedauert, diesen großen Tempel zu bauen, und du glaubst, wir wollen den durchbrechen, du wirst den 3 Teile abbauen. Wo glücklich das menschlich zu sein, nicht? Aber dann gibt Jesus die Antwort, und ich wünsche, die würden somehow das highlighting, was die nächste Vers sagt, in Vers 1, finde ich. Hei aber, das meint Jesus, hei antwortet die Juden nu, die sagt, hei aber red von seinen Charpa aus dem Tempel. Jesus red von seinen Charpa aus dem Tempel. Nu weet je wat Jesus deed? Jesus mögen eng mit dem System. Und Jesus brach ein ganz nieuwe weg von Denken und von Leben in dieser Welt und von Gottesdienst und von dem Tempel. Und Jesus sagt, breek diesen Tempel durch und in 3 Teile wird den abbauen. Aber der redet gar nicht von diesem großen Tempel. Der redet bloß von sich, weil sie sind scharper wie in den Tempel. Und was passiert, das ist das sehr wichtig, dass die das sehen. Im Alten Testament hatten die Menschen einen Tempel. Und die hatten eine Stadt, wo Gott draufkommt. Wenn die das studieren, dann wollen die bald antworten, dass bei dieser Stadt kommt Gott drauf, die connect mit der Welt so zu sein. Und die Menschen, die von Gott oder wollen verjeft sein, die müssen irgendwas mit diesem Tempel zu tun haben. Als du nu dicht bei Jerusalem wohnst, oder in Jerusalem wohnst, oder weit off wohnst, oder in Babylon wohnst, wo Daniel fast war, der dreht sich in den Tempel, um in Jerusalem beten, willst du wie Gott. Okay? So die Menschen, die wollen eine Connection kommen mit Gott, die müssen irgendwas mit diesem System zu tun haben. Und Jesus sagt, wenn ihr das lesen in Johannes 2, dann sagt er, du ist ein echter Tempel. Und das ist ein viel besserer Tempel, weil ihr schon im Alten Testament wie ein Gebiet, wie eine Location, wie ein Platz, wo die Menschen haben, nicht dort ein Körper, nicht dort Jesus in Körper auf dieser Welt. In einen Tempel kann ich gehen, du musst den Menschen alle hingehen. Jesus wie ein viel besserer Tempel, weil Jesus die gehen alle Wege haben, wo die können, die gehen durch, um mit den Menschen connecten und Menschen mit Gott verbinden. So ihr schon mal wieder ein Tempel, niemand einmal erst dort ein Vermittler zwischen Gott und zwischen Menschen, das ist eine Person, das ist Jesus. Merkt ihr, was da passiert? Das ist ein besseres System. Jesus hat was Besseres gebracht. Und wenn ihr nur noch nicht den Unterschied kennt, dann will ich den ganz kart all für euch reinmerken, für das Gedanken, weil der alte Tempel, was hat er? Der hat Wenj, der hat Grenzen, der hat Stoopen. Jesus hat nichts von dort, der hat nicht Wenj, auch nicht Grenzen, auch nicht Stoopen. Weil Jesus möchte eine gleiche Grund für die Armen, für die Reichen, für die Juden und Nicht-Juden, für die Männer und die Frühes. Die möchte das Glück. Und so die merken eng mit dem Tempel und die merken das sehr klar, vor dem das Dorf, dass heute ist der Vermittler zwischen Gott und zwischen Menschen und das hat nicht mehr mit einem Platz zu tun, wo Menschen in Connection kommen mit Gott, das hat mit einem Wort zu tun, wo immer die sind, wer immer die sind. Wenn ihr das nicht glaubt, dann lest Johannes Kapitel 4. Wo Jesus in Samaria in den Jährten, der bejahte so früh, weil zum ersten, der braucht das Gesetz, weil er hat nicht so durch Samaria gehen. Zum zweiten, der braucht das Gesetz, weil er hat nicht so mit so früh allein verteilen, das ist ein jüdischer Mann. Aber nicht bloß wieder mit so früh taub, der braucht das Gesetz. Und der verteilt so früh von das Königreich in der früh ran in der Stadt in Predigen, die man immer kann früh auch predigen. Und der Stadt bekehrt sich und die kommen Jesus entgegen. Und als die über Barm sind, by the way, dann fragt die früh eine Wuta, oder Jesus fragt eine Wuta, und die früh will geben, eine ganze Schicht wird an, aber dann fragt die früh, wo soll wir anbeten? Wo ist der rechte Stadt? In Jerusalem bei einem Tempel oder hier auf diesem Boy? Dann sagt Jesus, das hat nicht mehr mit einer Stadt zu tun. Das ist nicht eine Location, das ist nicht eine Stadt. Du hast gleich mal einen Tempel,
Because Jesus wie der Tempel. Der sagt, mein Vater sieht einen Anbeter, der den Jesu Wort hat anbeten. Nicht auf Jan Boy oder nicht bei Jerusalem oder nicht bei Läwens Kjoakj in einem Gebiet oder ein anderes Gebiet for that matter. Die hat nicht mehr einen Platz. Das hat man den Hort zu tun, wer den Jesu Wort hat anbetet. Lest Johannes 4. Das alte System ist vor dich. Und das Wort nach Beta, das ist nicht mehr der Tempel in Jerusalem, das ist nicht mehr bloß Jesus in Charba, because er nimmt diesen Charba im Himmel. Und wenn je 1. Korinther 6 lesen, dann wo ihr ändert, niemand einmal sind all die Menschen, wenn du Jesus in Hort haben, auch Tempels. Wir sind ein Tempel von den Heiligen Jesus. Der Heilige Jesus, by the way, ist Gott. Wenn du in Christ bist, dann wohnt Gott in den Hort. Und du bist nur ein Tempel von den Heiligen Jesus, wo Gott ben wohnt. Das hat nicht mehr mit dem Gebiet zu tun. Nu sind es immer hunderte und tausende Tempels, die auf dieser Welt verstreut sind, und Menschen connecten mit Jesus. Das ist eine Botschaft für ein anderes Mal. Aber lass mich den Punkt kommen, dass der alte Tempel mit der Wenj, der alte Tempel mit den Stoopen, ist vorig. Das ist vorig. Wenn ihr Römer Kapitel 10, Vers 4 lesen, dann sagt er, dass Jesus mir eng mit dem Gesetz. Vorig. Jesus mir eng mit dem Gesetz. In Römer Kapitel 10, Vers 4. Jesus mir eng mit dem Gesetz. So, wenn der alte Tempel mit dem Gesetz vorig ist, ich wundere, was wir von der nach einmal, was wir in sich Kjoakj-Gebiete anrechnen, dass wir Stoopen in Levels, in Wenj, haben, wo Menschen nicht ankommen. Besonders, wenn es Menschen sind, die bloß in anderer Gender sind oder andere Kultur sind, was es nicht Männer oder Frühe sind. Ich wundere, wo dann wir das Wenj geholt haben. Sieben Jahre vor mit Jesus gestorben ist, dann ging er in Jerusalem und es ein Kjeene. En in Kjeene wordt een ganz nieuw systeem nembring. En dit is even deel weer in deze tempel ben en dat deden alles werden vanjet en abruimerken. En de Juden kunnen het niet verstaan, aber die zouden zich in deze tempel doen en de armen, de lomen, de kranken, die komen aan, because hij weet dat hij de tempel weer. Hij weer de heiler, hij weer de vergever. Hij weer de wat je wil niet het leven in deze wereld nembring. Als Jezus sterven deed, dann braucht er nicht bloß der erste Wand, nicht bloß der zweite Wand, nicht der dritte, nicht der vierte. Als Jesus sterben deed, der reiht der letzte Gardin von boven mit ungefähr. Nicht bloß für den Pastor, nicht bloß für die Deutschen, nicht bloß für die Juden, aber für alle Männer und Frühes, dass den Eingang hatten, hinzukommen, der Heilige von das Heiligste, wo wir dann niemals bloß irgendwie heute könnten ankommen. Die braucht das Tool. Und dann seht ihr, an 3 Jahre, nicht 2000 Jahre, please horch nicht dort, an 3 Jahre wieder, nur sind sie tot, dann wurde abstunden, die wurde nie einen Tempel in diese Welt bringen. Und mir braucht das hart, wenn ich dann denke, dass 2000 Jahre nur dem, dann frage ich nach einmal diese Frau, wo werden wir die Wenj bauen und wer kommt hier kommen, wer kann hier boven sein. Ein von den ganz geratsten Problemen in der Kjoakj von der ist, dass wir das Tempelsystem haben, ehe geschlafen, wo Jesus das lang hat vorher gemerkt. Weißt du, wo am Kjoakj spulen und verbrechen? Nicht wem, was die Büten tun, aber was wir hier tun. Ich meine, ihr habt nicht glauben, dann gut drei, so weit aus die Welt fängt, wo die Kjoakj sich spulen deuten. Das wem, was die Sonntag, smarts, da in einer Stunde, hier so wie das Hell steht deuten. Und was die du erlauben deuten, was von der Musik die hatten, was von den Kleidern die hatten, was du früher predigen oder nicht. Wo wir unsere Wenj hatten, wo wir unsere Stoopen hatten. Wer wir erlaubt und wer wir nicht erlaubt. Wir haben durch eine Brille gekickt von einem alten System, was Jesus 2000 Jahre vor ich mir. Und dann haben wir ein paar Texten gelesen, wo dann haben
durch diese Brille sein und das System geholt, dann habe ich gesagt, wie kann ich das tun, wie kann ich das tun, because wir haben das alle System. Lass mich ganz kurz trägen und sagen, was ich damit meine. In 1. Korinther 11, wo wir sagen, von das frühes, das ganze System, von das frühes kann ich predigen. Das sage ich in 1. Korinther 11, dass die frühes nicht sagen prophezeien. Und das Wort prophezeien, by the way, das kriegt das, was wir brauchen für predigen. Studiert den Kontext in dem Neuen Testament. Das sage ich, dass die frühes nicht sagen predigen. Das sage ich, wann die tun, dann sollen sie das tun. 1. Korinther 11. In 1. Korinther 14, wo das sagt, dass die frühes sollen still sein. Wenn ihr den ganzen Kontext in 1. Korinther 14 lesen, dann wo ihr ändert, das sagt, dass specifically Männer sollen auch still sein. Lest das. Das hat gleich zu tun mit dem Gender. Das hat zu tun mit Ordnung, was du anging, wenn das nicht korrekt kommt. Wenn ihr Apostelgeschichte 2 lesen, wo der Heilige Jesus raufkommt, und jemand einmal wo die Menschen im Tempel sind von den Helden Jesus, und der Heilige Jesus wird arbeiten, nie Kennekrieg auf dieser Welt bühen, dann sagt dort, Männer in Frühes wollen gehen und predigen und prophezeien, das Evangelium rütteln. Aber wir haben dort begrenzt zu einer Location, eine Stunde, einen Weg, und du kennst ihn nicht. Weil wir leben in einem System von dem Alten Testament. Und wir probieren ut zu finden, sollen wir oder sollen wir nicht? Wann ist der rechte Zeit, um das zu tun, oder jan zu tun, oder dort zu tun? Hör ich mal, was Paulus sagt. Und Paulus, der Kampf eben mit das. In Galater Kapitel 3, Vers 26, und wieder sagt es das. Nu sind die durch den Glauben an Christus Jesus alle Gott seine Kinder. Dann sagt er Vers 27, Wiels, wer immer in Christus gedeupt ist, hat Christus angetragen. Das meint nicht bloß, man der Wut gedeupt, das meint, wer zum Glauben gekommen ist, der hat sich Jesus angetragen. Okay? Und dann sagt er Vers 28, du hast nu kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Zwischen Sklaven und Freie, Mann oder Frau. Wir sind alle, sag mal mit alle. Wir sind alle eins an Christus Jesus. Nicht, das meint euch, dass du nicht mehr reiche und arme Menschen sind, das meint euch, dass du nicht mehr Wirten und Arbeiter sind, das meint euch, dass du nicht mehr Juden und Griechen sind, das meint nicht, dass du nicht Männer und Frühe sind. Du sind Genders, nicht 10, nicht 3, 2, ein Mann und eine Frau. Aber was du nicht mehr ist, ist Wenj und Stoopen in Levels. Und mit der weiter, wir in 2024 machen, setzen und denken, wer wir nicht, aber wo wir die Leute kommen? Jesus kostet sein Leben von der zu verteilen. Jesus kostet sein Leben, das Wenj zu brechen. Jesus wusste, dass es sein Leben kosten, diese Gardinen aufzurichten. Und Jesus, der dort. Keiner schauf ham, keiner müg ham, der sagt, keiner nimmt mein Leben, ich gebe das Hand, sagt er. Um diese Wenj zu verbrechen. Um diese Stoopen auszuglicken. Und by the way, der ganz beste Equalizer ist ein Kreuz in den Himmel bei den Thron. Lest das mal. Und ich wundere einmal, was du und ich willig sind, zu tun, um das wir wollen, Leuten wieder gehen mit der Kennekrieg. Steht ab, por favor, wir beten. Und während die stehen, würde ich eine Hand abheben oder zwei, so es gewählen. Krieg nun, wann es amaglich ist. Bet mit mir, Typ, sei Jesus, ich danke dir von dir, für hier mit uns zu sein. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für persönlich Reden und für dein Wort klar merken. Jesus, wir danken dir für, dass du nicht bist bloß für die Prediger und die Lehrer und die Missionaren und die Kjoakj deiner gestorben. Und ich danke dir, Jesus, dass du bist für alle von uns gestorben und dass du hast alle Wenj durchgebrochen.
Ich danke dir, Jesus, dass du hast Guven gegeben. Ich danke dir, dass du hast dort aufgebrochen und die Gardinen aufgerät, dass wir rein Ola können ankommen. Wir wissen, dass Jesus dort, das nicht mehr bloß eine Stadt, nicht ein Tempel, du wirst der Tempel. Und wir wissen, dass du wirst auch dort abfahren, du wirst der Priester. Du brauchst das alles System 2. Und von der leben wir in der Zeit. Wir leben in der Zeit, wo die Kjoakj was und das Königreich wird zurückkommen. Und wir danken dir, Jesus, dass an unseren harten Anfang. Wir beten, Jesus, deine Kraft, deine Liebe und deine Friede. Und dann ist es zu merken, wo immer das fehlt, was immer das ist, wo du was schaffen. Because du hast uns gesagt, dass wenn der Heilige Geist wird ausgegoten worden über alles Fleisch, dann wollen wir anfangen, ein neues Königreich zu bauen und du wird große Dinge passieren. Und ich bete von dir, dass du wirst das selbst ganz klar merken. Ich bete für Läwens Kjoakj und die Menschen, die du horchen, dass wir wollen gehen und lesen und studieren und von selbst ausfinden, was hast du zu uns zu sagen. Und help uns, dass wir wollen die Brille aufnehmen von Religion, wo wir immer hin durchgekickt, wir wollen die Leute zu uns vertellen, so du wirst zu uns vertellen. Und ich danke dir, dass du wirst den Königreich bauen und dass du wirst nicht deine Kjoakj abpassen in Jesus' Namen. Amen. Uns heeft het een grote vrede dat u die van der gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der Diestenis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen. Also deren sind ob für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklack 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.